Du kleine. Gut. Gut, jetzt mit anfangen. Nein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin da mit Hallo! Can und mit dem... Franziskus. Ich bin ein absoluter Ehrenmann, oder? Also ich bin quasi schon als Ehrenmann geboren. Und wir machen heute etwas mega Cooles. Mega cool. Mega also, cool. mega. Wirklich mega cool. Richtig top, Alter. Ich kann es gerade auch sagen, aber wo ist eigentlich meins? Dein Top? Und zwar ist es ein absolut kopiertes Video von Simon Will, aber egal. Und zwar geht es darum, dass wir Sachen bewerten, ob die anturnend sind oder abturnend oder eben Also. top Oder Natti Style. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel und... Warte, ich muss mich auch mental darauf vorbereiten. Auf Gut, sind wir bereit, das ist sehr wichtig für den Kanal. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Video an. Let's go! Oh. Das erste ist Fischerhütli. Also sollen wir es jetzt so machen, dass ich jetzt das bei Männern bewerte oder bei Frauen, oder ist das egal? Einfach Allgemein. Allgemein, okay. 3, 2, 1. Ah, top, ganz ehrlich. Ja. Top. Ich find's auch, ich habe selber das mega gerne so Hütli und ich finde es geht auch härter aus bei Männern. Ein Pony beim Mädchen. Achtung, fertig, los! Was sagen wir? Top. Ich habe einen Flop. Also es ist jetzt grundsätzlich so, ich stelle mir da so einen fetten Pony vor, aber ich finde es jetzt... Was ist denn ein fetter Pony? Und was Ja, ist es gibt Das so... sind so dünne und Also ich finde, bei der Mara hat es jetzt besser ausgesehen, weil sie hat nicht so einen fetten Pony hat mit viel Haar. Und es kann auch echt schnell scheiße aussehen, wenn es Mensch, so weit oben ist, aber ich sieht jetzt auch nicht so nice aus. Also es sieht nicht bei allen gut aus, aber wenn es gut aussieht, dann finde ich, sieht es richtig gut aus. Ja, wenn es Ich gut find- aussieht, dann sieht es gut aus. Ich finde vor allem Ponys schön mit zusammengebundenen Haaren. Ja. Und ja, dann hast du dann okay, noch so den Pony, je nachdem dann so ein Ja, das stimmt, das Strähnchen. stimmt, das Und kann dann ich hast du verstehen. einen Oder- Dudel oder einen Schwanz. Das finde ich recht nice. Ein Rotschwanz. Wenn sie einen Schwanz hat. Ja. Ah ja, kurz, dass es gesagt ist, das ist unsere persönliche Meinung, also wir werden niemanden angreifen. Es ist einfach unsere persönliche Meinung zu dem, oder? Ja. Genau, also ihr könnt auch eine andere Meinung haben. Genau. Wenn ihr Genau. andere hatet, ist es einfach halt falsch. Ja. Ein tiefer Ausschnitt. Das nimmt mich jetzt richtig Wunder bei euch. 3, 2, 2, 1. 1. Also ja, eigentlich müssen wir so... So. Ja, es kommt darauf an. Es kann gut aussehen, es kann absolut scheiße aussehen. Ganz ehrlich. Aber ich habe jetzt in der Flop genommen, weil ich habe das Gefühl, ich stelle mir jetzt so jemanden vor, der richtig offensichtlich einen tiefen Ausschnitt hat, um so an Männer zu kommen. Aber das finde ich auch nicht schlimm, irgendwie keine Ahnung. Also weißt, wenn man etwas hat, wo man stolz drauf ist, zum Beispiel wenn man jetzt einen guten Busen hat und auf den stolz ist und mit dem möchte beeindrucken, dann kann man das machen. So. Ja. Also ich finde es auch so... ich finde, es kommt auch mega darauf an, auf Kleider. Also weißt, es gibt Ja. weite Ausschnitte, die ich nicht schön finde. Ja. Und es Ja. gibt Kleider, die haben Ausschnitte grundsätzlich, die bis da runtergehen, die einfach dann halt so... Ich weiss nicht, es sind ja nicht Sideboobs, Ja, doch, aber eigentlich so ist es nicht Inboobs. Flop. Ja, gut, ich aber sage darum auch würde, so. darum würde ich sagen, so, es kann scheiße sein, also Flop, Ja. oder halt top. Ja, so, und es das ist, ist glaube ich, schwierig. jedem so... Also ich Ja. laufe immer sehr gerne mit so einem richtig weiten Ja, voll. Ausschnitt umeinander. Intim-Piercing. Also, Okay. 3, 2, 1. Muss ich sagen, Ein Flop. finde ich persönlich Flop. Also mir gefällt es einfach nicht so. Aber Mir also, auch ich finde nicht. es voll okay, wenn es Leute Also machen. So. ich muss sagen, ich habe noch nie mit einer Frau etwas gehabt, die ein Intim-Piercing hatte. Darum kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Gut, du ob kannst ich ja auch das selber, jetzt- also bei Männern können es ja auch Intim-Piercing sein. Ja, Oder ja. nicht, oder? Ja, aber ich rede jetzt Aha. gerade von einer Frau. So, Okay. Ich weiss nicht, ob ich das bei einer Frau unattraktiv fände, wenn sie das hat, weil ich es noch nie erlebt habe. Aber jetzt so mein erster Gedanke ist eher finde ich das nicht so attraktiv. Also ich finde es natürlicher und... Ja, stimmt. Also Ich natürlich. habe das Gefühl, es könnte auch ein Störfaktor Genau, sein. das, irgendwie. das ist das, was ich jetzt gerade sagen Ja. wollte. Ich stelle mir das irgendwie störend vor, Ja. gerade beim Geschlechtsakt. Also High-Waist-Hose. 3, 2, 1. Echt? Findest du Flop? Flop, ja. Das Okay, finde du ich- zuerst. Gefällt mir einfach nicht. Findest du jetzt Low-Waist besser? Also Tiefe? Echt normal, keine Ahnung. bei mir ist es so nicht so wichtig. Mir ist es so egal, Also, ja. egal so, wenn es eine schöne High-Waist-Hose ist, dann finde ich das schön. Und wenn es eine schöne normale Hose ist, dann finde ich es auch schön. Es kommt mega auf die Hose drauf Ja. an. Aber ich habe jetzt bei Sachen, wo mir egal ist, sage ich eher top. Ich finde erstens, es ist für die Figur eher vorteilhaft, weil das halt genau in Italien geht. Und wenn du jetzt ein bisschen am Bauch Fett hast, dann kannst du das so gut verstecken. Ja. Wie gesagt, Muskeln. Achtung, fertig, los. Flop. Flop. Alle Flop! Oh mein Gott!
Ich finde Muskeln, oder beziehungsweise wenn sie sportlich ist, finde ich das mega cool. Eine Frau darf auf jeden Fall auch Muskeln haben. Ja, sowieso. Aber ich finde, sobald so in das geht, wenn so, also eine Frau darf auch einen leichten Sixpack haben oder so, aber mein Geschmack ist eher, wenn eine Frau nicht jetzt mega rausstechende Muskeln hat, sondern sehr einfach einen natürlichen Ja, genau. Körper. Natürlich. Ich finde, ich habe das Gefühl, es gibt so viele Mädchen, die so Sixpack und absolut durchtrainierte Männer mega schön finden. Ich persönlich, ich finde es einfach nicht schön. Vor allem, ich weiß nicht, dann sich so aufpumpen und so richtig... Ich wäre überfordert. Keine Ahnung. Ich finde es auch nicht so schön. Also, auch nicht das komplette Gegenteil. So ein bisschen Muskeln finde ich sicher schön. Aber so, ich stelle mir das so richtig fest vor, wo du so Adern und all das siehst und so eine richtige Eiskugel da. Nein, einfach nicht. Einen Liebesbrief schreiben oder entwerfen oder... Also schreiben oder überkommen? Eigentlich, ja, machen wir überkommen, weil schreiben... Du kannst ja gleich eigentlich. Ja, eben, ein Liebesbrief. 3, 2, 1, top, die Wette. Oh, bei mir ist es richtig top. Ich finde das so etwas Herziges und Persönliches und ich habe das Gefühl, das macht auch nicht jeder und das machst du doch nur jemand, den du wirklich gerne hast. Genau, da zeigst du doch einfach Zuneigung zu einer Person und so mehr. Jeder kennt doch das Gefühl, so, man bekommt einen Brief und das ist einfach, ein Brief bekommen ist einfach cooler als ein SMS bekommen. Heute kommst du eine Rechnung über. Eifersucht. 3, 2, 1. Ja, das ist ja Flop hoch 1000. Es kommt darauf an. Es gibt auch viele Leute, die das wie so ein bisschen, also weißt, jetzt nicht in mega Übermaß, aber so ein bisschen, die dann sagen, ja, das heisst, er bedeutet mir etwas. Ja, aber ganz ehrlich, Vertrauen ist doch wichtiger. Ja, finde ich auch. Also, weißt, ich finde, es braucht nicht unbedingt Eifersucht in der Beziehung. Also klar, ich kann es verstehen. Also ich kann verstehen, wieso man findet, Eifersucht kann etwas schön sein in einem gewissen Maß, aber ich finde, eine gute Beziehung hat keine Eifersucht, kein... Weil Vertrauen einfach viel wichtiger ist. Das Vertrauen ist da, du vertraust jemandem, er vertraut dir. Außer du vertraust dieser anderen Person nicht. Also weißt du, was ich meine? Wenn jetzt deine Freundin mit jemandem in Ausgang geht, vertraust du ihr, aber wenn du wenn du deiner Freundin vertraust und der anderen Person nicht, also wenn du dann das Gefühl hast, oh nein, da kann gleich etwas passieren, dann vertraust du deiner Freundin nicht. Es braucht immer zwei, es stimmt dann schon. Vertraust du deiner Freundin nicht, dass sie sich abgrenzen würde, dass sie das nicht will. Für alle Mädchen und für alle Jungs, merkt euch eins, Eifersucht, ihr müsst euch jedes Mal, wenn ihr eifersüchtig sind, müsst ihr einfach sagen, die Person ist mit euch zusammen, weil sie euch will. Ja. Und wenn jetzt irgendetwas passiert, dann ist es einfach nicht wert. Ja. Fertig. Das nächste ist ein Sidecut. Achtung, 3, fertig. Da muss ich wieder das Mittelding zeigen. Es ist mega typabhängig. Mega. Ich kenne zum Beispiel eine, Selin, falls du das gerade schaust. Sie hat früher einen Sidecut gehabt, eine Kollegin von mir. Hat mega gut ausgesehen, finde ich. Aber ich finde, es gibt auch solche, die gar nicht gut aussehen. Darum muss ich wieder das Mittelding sagen. Ich finde es einfach nicht so schön, es ist voll nicht meins. Das nächste ist kurze Haare bei Frauen. 3, 2, 1. Ist jetzt schwierig. Das ist wieder genau das Gleiche. Ah ja, es stimmt schon. Es gibt auch schöne Frauen mit kurzen Haaren. Ich finde, das ist wieder genau das Gleiche. Aber ich selber würde mir jetzt nicht kurze Haare machen. Darum ist es bei mir flop. Also ich muss sagen, ich glaube, mein Geschmack ist eher lange Haare. Es gibt auch Frauen, die mit Kurzhaarfrisuren mega gut aussehen. Ja, genau so ist es. Darum wieder das Mittelding einfach. Lange Fingernägel. 3, 2, 1. Top. Finde ich flop. Nein. Finde ich mittel. So grundsätzlich finde ich lange Nägel können so mega unpflegt wirken. Außer das sind so Schälnägel, dann finde ich bei zu langen Schälnägeln denke ich mir so, Bro, du kannst ja nichts mehr machen. Aber so je nachdem finde ich, Nägel können gut aussehen. Ja. Ich muss sagen, ich finde es flop, weil ich es echt nicht so schön finde. Das nächste ist ein Bart. 3, 2, 1. Also, tschüss. Ja. Das, was ich habe, kann man auch nicht Bart nennen. Das nennt man Pubertätsstoppeln. Ich kenne jemanden, meine Kollegin, die hat einen Freund, der einen Bart hat. Und sie hat zum Beispiel erzählt, wenn sie den lang geküsst, dann hat sie nachher alles rot. Und ich finde jetzt auch sonst nicht so attraktiv. Vor allem lange Bart. Es gibt Männer, die 3 Tage Bart schön finden. Was schön aussieht. Aber ich selber finde es jetzt nicht so antörnend für mich. So. Easy. Ich finde, es gibt Leute, die sehen nicer aus mit Bart. Ich finde, es gibt Leute, die sehen nicer aus ohne Bart. Aber ich finde, so gegen einen nice, stylischen Bart spricht für mich nichts. Voll. Drum. Top. Rauchen. 3, 2, 1.
Finde ich absolut hässlich. Finde ich richtig grusig. Stinkt, ist teuer, macht die Zähne kaputt. Ja. Ja. Hat jetzt nicht wirklich etwas Hat halt Negatives für mich keinen einzigen Vorteil. Wirklich Nur Nachteile. Nur Nachteil. Ja. Ah, das war das letzte gewesen. Ah! Top! Ja, top. Das war es mit dem Video. Es gibt jetzt noch, es ist noch nicht vorbei, es gibt noch bei Ihnen zwei. Gibt es auch noch ein Video. Was haben wir bei dir gemacht? Wir haben auf meine ganz alten Videos reagiert, als ich noch im Kindergarten war und so erste, zweite Klasse. Ja. Dann habe ich im Garten so Videos gemacht mit meinem Nachbar. Cringe as fuck. Ja. Und was haben wir bei dir gemacht? Bei mir haben wir ein paar YouTuber verunstaltet. Wir haben YouTuber gefotoshoppt. Ja, also beides mega lustig. Wir haben es noch abgefilmt, super. Okay, dann schauen wir jetzt vorbei. Und wir gebt noch ein Like und dann Glocke aktivieren und dann abonnieren. Ja, cringe. Dann bis am nächsten Sonntag. Tschüss.